Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir sie wieder auf dem Tisch, die Streif. Und ja, dann machen wir heute was eigentlich völlig unnötig ist. Aber wir machen es so, wenn wir es können. Und ich habe euch ja beim letzten Video, oder zumindest glaube ich, dass es das letzte Video war, bin noch nicht ganz auf der Höhe. Aber ich denke, beim letzten Video haben wir die Swordfish angeschaut. Und da haben wir gesehen, da ist jetzt viel Orange drin. Und da gäbe es so in dieser Klemmbaustein-Community, wird man das Farbseuche nennen. Und ich hab dann nach da geguckt, die dann halt schwarz sind. Also da haben wir zum einen das Ding, das Magazin festzuhalten. Das ist da noch orange, wie ihr seht. Das habe ich gefunden auf Thingiverse, das verlinke ich euch unten. Wenn ich es vergesse, wollt ihr in die Kommentare nerven. Das hat jemand freundlicherweise entwickelt. Und das ist aus einzige Teil in der Prophecy noch, das noch orange ist. Und ich habe mir gedacht, das sieht ja, also, ich habe mir gedacht, also, wenn ich jetzt da die Firma da von Hasbro oder Nerf wäre, ich hätte da alle Spritzgussformen entwickeln und für alles nutzen, also für möglichst alles. Und Optimist wie ich war, habe ich das dann gleich zweimal rausgedruckt und dann in so einer Prophecy. Und ich habe zum Glück, das ist ein anderes Projekt. Das ist jetzt viel Foreshadowing, wie man das so nennen tät. Hab zum Glück so Prophecy, so Schale, so offener da, hab das testet. Jetzt ist das ein Stückchen kürzer. Ein Stückchen. Sonst ist das Teil ziemlich identisch. Also, der Teil ein bisschen staucher und passt. Aber die Prophecy, da habe ich auch schon einige Teile im Drucker. Da haben wir auch einiges. Haben wir gedacht, wenn ich bei der Swordfish, da ist halt dasselbe blau und dann kann man da, wenn ich da für Teil drucke und Teil entwerf, dann kann ich für die Prophecy auch und das wird spannend. Ich weiß ja nicht, ob wir das als nächstes machen oder ob wir da zwischendrin noch, wie wir das alles und da eigene Blaster, bin ich auch noch am Weitermachen. Das ist jetzt momentan, habe ich viele Ideen, viel Zeugs und eigentlich nicht genug Zeit, das alles zu präsentieren und der Drucker ist schwer beschäftigt, also der ist jetzt gerade mit dem eigenen Blaster beschäftigt, da habe ich gedacht, da machen wir vielleicht 2 Videos draus und dann seid ihr auch auf dem aktuellen Stand und müsst nicht einen Monat warten, bis ich da wieder dazukomme. Also, jetzt haben wir das Teil ist ja noch orange und das da, und das habe ich entworfen. Und das habe ich hauptsächlich für die Swordfish entworfen, weil die ist halt durchsichtig, da sieht man es halt, wenn das so orange ist. Und ich finde, das sieht halt, ja, das sieht nicht schön aus. Ich habe also das dunkelblaue, transparente Filament, das habe ich da. Da habe ich gedacht, komm, das kannst du auch nutzen. Und habe ich mir gedacht, komm, wenn wir das schon haben, die Dinger brauchen nicht lange auszudrucken. Und ich habe sie bei der Swordfish schon eingebaut. Deswegen bin ich da jetzt ganz zuversichtlich, dass das da auch passt. Wobei, ich habe auch den Trigger da original von der Streife übernommen. Und das war der Eingewackel in der Swordfish. Und auch hier, der Griff, der ist anders. Also, hier finde ich den Trigger ganz komfortabel. Aber das gehen wir dann im extra Video. Das Swordfish ist halt der Griff anders. Da kostet halt, dass ich das Teil auch nochmal extra entwerfen muss. Oder dass mich halt irgendwann mal so stört, dass ich es einfach mache. Aber ja, der sage, zerlegen wir's. Machen wir einen Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. So, hoffe ich, das hätte die sieht eigentlich schon ganz entspannt aus innen. Sie steht der Teil noch orange, das noch. Und ja, um ehrlich zu sein, das stört mich jetzt nicht arg. Ich habe mir gedacht, können wir die Teile schon da haben. Oder gerade in dem Fall, das habe ich gar nicht gefunden. In einer sinnvollen Farbe. Das habe ich selber entworfen müssen. Genauso wie das da vorne habe ich auch selber entworfen. Und da ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen. Da habe ich da, die Schräge hat nicht ganz passt. Das ist da Honor bei dem nicht schlimm. Das Wortfisch war so, was Scheiß. Da ist es. Oh, ein Haufen Schmutz.
Da habe ich ein bisschen arg gut gemacht damals. Eieiei. Der Tisch nur eingeschmutzt. Das reicht für die nächste 5 Euro. Eieiei. Ja. Ah, das sieht schon. Das sieht halt schon schön aus. Ich meine, völlig unnötig, aber so. Haben wir den da rein. Das ist nicht gar so um Host war. Was wir irgendwann mal noch machen können. Ich meine, das Batteriefach von der Seite sieht sehr schön aus. Das von der anderen Seite nochmal hübsch machen. Dass man da so irgendwie was überlegen, dass man da einfach eine Platte drüber macht. Von der Seite ist ja schon Platte drüber. Oh, das läuft gut. Das Ding machen wir einfach irgendwie raus, das ersetzen wir. Da kommt da außer so Klammern rein. So Zeugs habe ich immer wieder da. Das kann man immer wieder für irgendwas brauchen. Das habe ich wohl in der Vergangenheit schon für irgendwas irgendwo mal braucht. Kann ich euch gar nicht genau sagen. Irgendwas, entweder Fahrrad, Auto oder sowas. Oder Stereoanlage oder irgendwo, wo man halt Kabel sortieren muss. Oder in Ordnung bringen muss, so quasi. Ja. Da hätte ich noch den Stromschlauch drüber machen können, aber wie schon gesagt, man sieht ja in den Plaster nicht wirklich, nein, das ist jetzt halt hier, dass wir damals hier das Bild haben. Und dass ich euch das Warfleisch nicht zeigen muss, wie man die Teile tauscht. Weil das ist, ehrlich gesagt, nicht so kompliziert, dass sich da ein Video mal lohnt. So wie dass da genug Schmutz drin ist. Weil das tauscht man der Prophecy auch noch. Weil da ist halt. Sage mal. Kann das sein, dass ich da noch ein paar Millimeter wegfeilen muss. Gucken wir, dass man den Schmutz ein bisschen übertragen. So. Haben mittlerweile genug Ersatzteile für die Streifen und für alles. Ah ja. Das seht ihr, das ist da ein bisschen enger. Ja, da muss ich wohl noch mal wieder. Das ist halt da. Der Stützstruktur. Jetzt sage ich noch in der nächsten Videos, kann man dann über das, was ich bei der Swordfish so gemacht habe. Da machen wir 2 Videos draus, habe ich jetzt gerade einfach mal so schnell beschlossen. Weil sonst wird das ein bisschen viel für euer Video, wenn man dann gleichzeitig noch die ganze Elektrik lötet und da habe ich auch noch alle Teile da. Das da. Weil das ist das Einzige, das man wirklich von unten oder von oben sieht. Da ist das Kabel eigentlich auch viel zu dick für den Kanal. Die Kabel sind so ein bisschen übertrieben. Oder gilt halt viel, hilft viel. Brauche ich da das? Oh, schade jetzt vielleicht nicht. Und dann gucken wir mal. Aber ich jetzt sage, ich hole mal Pfeile und eine Unterlagsscheibe. Dann bis gleich. Und so, da bin ich wieder. Pfeile, Unterlagsscheibe, Dingerle. Alles da. Da brauchen wir nämlich das Orangenteil einfach nicht mehr. Okay, da. Zumindest wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Oder vielleicht halt auch nicht.
riskieren wir das. Upp. Ja. Ja, das müsste weit genug aus dem Weg sein. Das lassen wir einfach ohne. Drehen wir das Schreiblein ein, das aufgeräumt ist. Das können wir machen. Und so ein bisschen den Halt. Und der Rest wird mit Kabelmanagement schon passen. Jetzt nehmen wir da ein bisschen. Ach, das ist halt da die Stützstruktur wahrscheinlich nicht ganz sauber. Das ist. Weil das Streif habe ich zwar auch nicht getestet. Ich habe einfach gedacht, das wird schon dasselbe sein. Aber es ist halt doch nicht kein identischer Blaster. Das ist nur der eine hatte. Also die Swordfish wurde eindeutig von der Streif inspiriert, aber schon ein bisschen anderes Blasterle. Auch optisch. Oder hauptsächlich optisch. Da ist da. Jetzt ein Millimeter weg und dann wird das schon passen. Das dürfte jetzt schon lange. Das Unterlagscheibel brauchen wir nicht. So, seht, jetzt haben wir wirklich an dem Blaster alles, was orange ist, weg. Farbseuche erfolgreich bekämpft. Bin ich euer Held der Blasters oder so? Ah nee, ich glaube das. Bleibt bei Blastingenieur, das ist ein bisschen bodenständiger. Nehmen wir das da. Ja, das wird schon passen. Da, das habe ich selbst auch in blau entworfen. Gut, das sieht man noch, das sieht dann auch besser aus einfach. Ich meine, das sah anfangs schon gut aus, das Blasterle hat ja genug orangene Teile gehabt, aber so Stück für Stück sind es halt immer weniger geworden. Und da sah das halt dann irgendwann mal aus wie so, ja, wie so Fremdkörper. Mein Anfangs war viel orange und da hat das einfach, da hat das zur Gesamtoptik passt. Das ist halt da die amerikanische Verordnung, dass da halt, ich glaube, dass vorne der Lauf orange sein muss und bloß der Lauf orange machen, der halt auch komisch aussehen. So, kann ich schon verstehen, dass man dann recht viel orange macht, dass dann wieder stimmig aussieht. Dass sich die orangene Farbe auch lohnt. Und dann passt es auch, oder dass man ganze Blaster dann orange macht. Aber ja, ich habe halt alles farblich weggemacht. Also alles farblich
Schwarz, grau, blau und den weißen Streifen. So, jetzt alle Konzentration. Schrauben wir es wieder zusammen, haben wir es im Schnelldurchlauf. Und dann schwätzen wir noch ein bisschen. Bis gleich. So, schon wieder zusammengeschraubt. Und was ich noch machen will, ganz wichtig, da oben gehören die kurzen Schrauben rein. Das seht ihr da hinten, an den 2 Stressstellen. Das habe ich ein paar Mal falsch gemacht. Das war mein Verdienst. Aber ich hab's jetzt gelernt, Was ich noch gar nicht machen hätte, ist das da oben irgendwie. Da die Kante gefällt mir noch nicht. Das mit der Schiene verstecken. Und dann könnte man da ein eigenes Ziel von Röhrle drauf machen. Oder das erste einfach so Abdeckung einfach, dass das auch schön stromlinienförmig ist. Dann kann man das 10 wieder rein machen. Und es geht auch wieder raus. Das geht jetzt nicht ganz so geschmeidig. Das hätte ich ein bisschen mehr schleifen sollen, aber ja. Das ist ganz okay, wenn das nicht so gut geht, weil das ging bei dem, das Magazin geht sowieso recht gut raus. Das ist ganz gut, dass das ein Blaster ist für lange Pfeile. Habt ihr gesehen, was da an Staub drin ist? Da seht ihr Schlamperei da noch an dem Modell. Das hätte da noch so schräg gehört. Und das fällt halt hier. Ich glaube, seht, die Modelle haben sich, oder die Teile haben sich über die Zeit aneinander angeglichen. Das ist mir dann, das Wortfisch aufgefallen. Was ich noch, also das soll noch machen. Das Batteriefach, das sieht halt, ja, ich glaube da einfach irgendwie eine dünne Schicht rein und da, was weiß ich, dass halbwegs noch was aussieht, weil das ist, ja, das ist keiner meiner Glanzleistungen. Also, das habe ich mit dem Lötkolben gemacht, weil ich damals das bessere Werkzeug nicht griffbereit hatte. Das ist einer der Gründe, warum ich mich an die Vader noch nicht dran traut habe. Aber das lernen wir bei der Swordfish dann, wenn man die Elektrik neu baut. Weil die kriegt quasi so ziemlich ähnliche Elektrik. Da muss ich schauen, dass ich da vielleicht den Blau irgendwie. Da kann ich nichts rausdrucken, aber unten da etwas noch reinpassen. So eine kleine Schicht. Das seitlich das noch. Da können die noch. Dass das sauber, halbwegs halt. Also ganz sauber. Wie neu wird es nicht mehr aussehen. Wenn, dann müsste ich das ganze Ding anders raustrennen. Und das wird dann auch nicht stabil. Ja, aber das kann man wieder zuschrauben, da sieht man es nicht. Dann machen wir Schulterstütze wieder noch. Aber ja, ich auch schon Zeug, die sieht ja schön aus. Laufverlängerung wieder. Da fällt mir vielleicht auch nochmal eine andere Variante ein. Sagt da laufe ich oft genug an dem Blaster vorbei und irgendwann fällt mir da was ein, wie ich es gerne hätte oder was ich noch gerne zusätzlich hätte. Weil ich habe das Ganze mit kurzer Schulterstütze, kurzem Lauf und allem. Da haben wir einiges gemacht und viele Videos an dem Blasterle. Das ist jetzt auch, da habe ich lang dran rumdoktert, bis das einen Zustand hat. Und immer wieder Kleinigkeit und dies und jenes noch. Und das wird jetzt nicht das letzte Mal sein, dass ihr den seht. Also da fällt mir sicherlich noch im Laufe der Zeit noch was ein. Und wenn nicht, legen wir uns noch andere Streif zu. Basteln da dran rum.
Auf jeden Fall haben wir das für heute. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.